Willkommen zurück, Freunde, zum vielleicht, vermutlich, ziemlich sicher letzten Part hier bei Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind dabei, noch die letzte für uns relevante Sidequest zu machen. Mit Extruhe für, also Klamotten für die Leibwache. Eine haben wir bereits hier in der letzten Folge gefunden, hier in der Nähe zumindest, also eigentlich eher da drüben. Finde ich es jetzt noch? Orientierung sind jetzt sowieso gleich 0. So, hier drin, genau, da haben wir sie gefunden. Und jetzt wollen wir uns zur nächsten begeben, die ich glaube ziemlich direkt von hier aus erwischen kann. Wir haben hier Schweißzimmer übrigens. Wenn ich jetzt hier entlang gehe, müsste ich zur Waffenkammer kommen. Ups, falsche Richtung. In das Schweißzimmer. Guten Tag, wollte es nicht stören. Nein, ich wollte es nicht stören. Bitte genießen Sie ja mal weiter. Es wird sowieso der letzte sein. Ihr kriegt dich, Mann. Ihr kriegt dich. Sind wir hartnäckig, wa? So. Okay, Treppensteigen können es nicht. Wir sind jetzt überhaupt hier reingekommen, keine Ahnung. Dann haben wir wieder ein mystisches Auge. Wie viel gebracht hat es offenbar nicht. Moment. Ich kam von da. Dort muss weiter, oder? Ja, muss noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen der Bruder vom anderen, oder was? Ja, das gibt's doch nicht. So. Ich hoffe hier vor allem, dass das Ding noch ein bisschen hält. Ich muss eigentlich da durch, wa? Super. Ja, okay. Ich muss mal ganz kurz raus. Nicht euer fucking Ernst. Alter, das hat wehgetan, wa? So, kommen wir wieder hoch. Komm, Treppen auf, gegen zu meinem Bruder! Sieht man. Sag mal. Geh doch endlich mal. So. Der Ausguck. Den habe ich anders in Erinnerung. Elektroschwert. Hey, wir waren echt nicht hier, das ist so. Antike Pfeile hier, okay? Falls mal offscreen nochmal zocke und. Nee. Was ist mit dir jetzt los? Muss ich erstmal die Gegner platt machen oder was? Natürlich sind die mich beide. Tschüss. Gut, wenn ich schon mal hier oben bin, dann muss ich mal ganz kurz hier runter. Oh, scheiße, schon der nächste. Du bist ziemlich nervig da oben. Tschüss. Natürlich noch voll erwischt. Alter! So, jetzt muss es eigentlich richtig sein. Alter, mir gerade die boah. Ganz ehrlich, voll erschrocken. So. Ja, ich kenne sie noch. Maserschwer, wie lange brauchst du noch? Ich frage nur so mit meinem Freund. 1 Minute 7, okay. Ernsthaft? Ich bin eigentlich ziemlich richtig hier. Oh.
Ja komm, warum eigentlich nicht? Tschüss. Ich habe ja eh genug Pfeile, wa? Hm. Bitte sag mir, ich muss das Scheiß auch von der anderen Seite her treffen. Ne, muss eh nicht lang. Okay, Schwein gehabt. Warte mal, das mit dem über den Thron soll ist ja klar. Letzter Hinweis. Okay, ja, doch, müsste noch richtig sein. Hä? Das war ja vorne doch richtig. Ernsthaft? 2 Silberne hier? Krass. Ja, ja, super. Nein, Link. Okay, machen wir es anders. Hat ich so auch geplant, deswegen auch. Ja. Wegen nach wehtun. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Mit dem Bogen schieße ich eh 3-mal. So, Leibwache Stiefel. Damit fehlt nur noch 1. Da ist noch ein Silber. Was ist mit euch los hier? Mal ganz kurz gucken, wenn ich das Horn ziele. Seht ihr, macht kaum Schaden. Ich habe keinen Bock auf große Kämpfe. So. Da werden noch ein paar praktische Schwerter. Okay, jetzt muss er wieder raus. Denn ich muss ganz nach ganz oben. Ach du Scheiße. Ist ja über dem Thronsaal, der letzte Rüstungsteil. Oh. Okay, da wäre vielleicht eine Abkürzung. Ein paar antike Pfeile, die ich gerade verballert habe. Dankeschön. So. Vielleicht doch noch ein paar. Ja, komm, alles müssen wir probieren, wa? So. Ein einziges Rüstungsteil fehlt für die komplette Rüstung und dann. Ja, komm, dann geht direkt zu Gander, weil. Was soll es bringen, nochmal die Leune rauszufahren? Wir haben schon genug Leunenkämpfe. Wir haben gezeigt, dass wir es können, auch mit der Taktik und so. Sogar die Dinger sogar mittlerweile schon reiten kann, auch wenn es sogar ein bisschen falsch klingt, aber es ist so. Ah, der hat Spaß schon wieder. Und insofern, jo. Wie kommen wir jetzt da ganz hoch, war am besten? Ja, vielleicht hilft mir ein Geschenk der Zoras. Aber die auf nur Stufe 2 sind, die bereits Stufe 4. So, Moment, dieses kann ein bisschen Donnerstimmung hier draußen. Aber irgendwo. Tigerbogen, dankeschön. Die sind natürlich alle. Dafür bekommt ihr Holzrüstung noch. So. Jo, so kommen wir relativ schnell nach oben. Und dann hoffentlich von da aus mit Rivalis letzter Power ganz hoch. Denn sonst muss ich leider warten. Und das wäre ziemlich beschissen. Dein fucking Ernst. So.
Ist schon so noch entspannter so, wa? Stell dir mal vor, es wäre so etwas ähnlich wie die legendäre Prüfung. Ihr könnt das und das nicht einsetzen. Das wäre ziemlich beschissen. Es regnet es gerade? Sag mal, was ist das gerade für eine Show? So. Oh je. Ich suche mich mal. Da kommt ganz ziemlich nahe. Ne, ich muss da lang. Weil sowieso ein Witz, weil da komme ich ja. Endboss-Fight und so. Ah! Ich will ja vor allem den Aufwind haben, dass ich ganz hochkomme. Über dem Thronsaal ist der letzte. Mhm. Werden die wohl dahin gepackt? Nee. Oh, jetzt bist du gerade. Warte mal, löse ich eine Cutscene aus, jetzt von hier aus? Moment. Ich speichere mal ganz kurz. Also kein Bock, wenn ich jetzt hier aus eine Cutscene auslöse und wegen, der Einkampf gegen Garden findet gerade statt. Ich denke mir so, what? Ah, seht ihr wieder nach unten, das ist auch nicht so cool. So. Ja, wenn ich reingehe, kommt der Bosskampf. Beziehungsweise gibt es ja verschiedene Eingänge. Logischerweise, weil da kommen ja die Titanen, die alle hier hin. Von wo schießen die eigentlich, wenn man das fragen darf? Intro her wissen wir, dass die ziemlich schießfreudig sind und so, aber von Intro sage ich schon. Thronsaal. Ja, stimmt, hier ist sowieso alles voller Bosheit. Zelda ist hier drin gefangen. Ah, von da unten schießt die rein, okay. Ich komme trotzdem rein, okay. Ah, stimmt, hier ist, glaube ich. Und im Thronsaal, wir finden es gleich raus. Aber wir finden gar keine Cutscenes statt, wenn du doch total beschissen. Ja. Freunde, Ganon von oben. Kann man natürlich auch falsch verstehen, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ah, da ist die Truhe. Digga so, Rivali. Leibwache. Wie sieht die aus? Verzeihung. Okay. Ich hab mir ein bisschen was anderes vorgestellt, von wegen der Kriegerrüstung und so, aber fällt mir gerade auf. Aufladeangriff, Ausdauer. Fällt mir gerade mal so auf. Stimmt, das geht gar nicht, weil, das wiederum. Wenn das mal so sagen darf. Die Leibwache abgeschlossen, cool. So, alle Sidequests gemacht, bis Ganon machen direkt jetzt. Der geht deswegen nicht, weil wir kriegen ja die Rüstung, können wir glaube ich sogar in Kakariko, nicht Kakariko. Tabula Rasa. Verdammt, wie hieß die Stadt schon wieder? Ah, kann gar nicht drauf. Egal, in irgendeiner Stadt kommen die ja kaufen. Hä? Guck mal, Licht ist das Zelda? Ja, ihr Bruder hat ja wohl nicht gehört. Mhm. Ein bisschen schwierig vor. Hä? Achso, das ist der Typ, der hat gesagt, hä? Von wo kommt das Schatten da? Das heilige Licht, das. Ist das Zelda vielleicht? Weil wir wissen ja, dass er ja im Prinzip sich selbst in Gun. Ziehen wir uns besser, war? Krass. So, das war's, Freunde, vom zweiten Durchgang hier. Ich muss sagen, es ist interessant. Das Ganze mal so zu sehen. Und typisch Breath of the Wild, du kannst die gleiche Szene und den gleichen Ort kannst 2-, 3-mal, wobei das ist auch wieder hell, kann gar nicht Zelda sein. 2-, 3-mal kannst du angucken, du findest jedes Mal wieder was Neues, was du noch nicht entdeckt hast. Das ist ein Spiel so krass, wenn man so sagen darf. Gehe ich direkt hier in den Eingang? Jo. Perfekt. Kann ich eigentlich hier sogar, wenn ich Bock habe, gerne um öfters Platz zu machen, einfach direkt mal hier kurz einen Speicherpoint setzen. Nee, das geht nicht, wa? Verdammt, Ganon, hey. So, nee, ich muss nur ganz kurz das Set ändern, weil da geht natürlich jetzt gar nicht.
Antike Pfeile machen sicher gut Damage. Ja gut, ich nehme die mal, wa? Dann, weil ich auch Bock drauf habe, mit 3-mal drauf zu ballern, nehme ich mal den Chimera-Bogen wieder. Ich sehe es kaum, dann wird mir während des Kampfs zerbrechen und muss ich wieder offscreen einen neuen suchen. Wenn du auf Bock drauf habe. So. Aber ich bleibe dabei, wir nehmen das hier auch wegen Marschschwertstrahlen und so. Gar nicht, einfach schon mal an, wa? Alter, wie weit die Strecke einfach ist, ey. Voll krass. Gut, Freunde, es wird Zeit, das Spiel abzuschließen. Und zwar mit originaler Synchro auf Japanisch. Freut euch schon mal. Warte mal. Wenn es ganz episch machen will, Entschuldigung für den kurzen Anbuch wieder, dann rüsten wir später aus, weil, hallo, wir sind Link und so, der Held des Schreckens. Link。ごめんなさい。私の力ではもうガノンを。君のためじゃないよ。僕はガノンに借りを返したいだけだからね。これが私の最後の力。負けないで。行くぜ相棒。さあこいつを食らいだガノン。派手に行くとしようかね。お姫様、もうちょっとの辛抱だよ。Tja, Gan, was nun, wa? Naja, das war nicht so gut. Jetzt kriegst du immer voll an die Mütze mit dem Monsterschwert. Hier die Fresse, ey, ganz ehrlich. Vergiss es. Oh, gar kein Bogen. Stimmt. Hab ganz vergessen. Alter, die geile Szene, ey. Ich bin so geflasht. Moment. Aha. Na, wo ist das Auge? Wo ist das Auge? Da ist Ganon. Naja. Kontern, stimmt, können wir mal versuchen, wa? Ups. Okay, versuch's doch nicht. Ganon?
So ein Feigling, hey. Alter, die Katze, vor allem der Soundtrack, ich finde den immer so episch bei der Szene. Ich hatte ihn mir sicher schon mal offline so 2-3 Mal angeguckt. Natürlich weiß ich genau, wo ich hingehe. So, machst den Quatsch. Nö. Aua. Okay, den haben wir vergessen. Ja. Herr gehabt, Ganon, nicht mit mir. Oh, scheiße. Geht ja gar nicht mehr. Stimmt. Entschuldigung. Oh Gott, weißt du was? Was? Ich bin doch schon aufgesprungen. Wer hat so etwas? So. Ja, der Hylia-Schild hält. Alter, so war der Kampf aber nicht geplant. Ernsthaft? Aha, abgeblockt. Du kannst doch mal, Alter. Nicht mit dem... Schon wieder den Quatsch da. Mann! Nö. Hab keinen Bock. Okay, jetzt bin ich eigentlich viel zu früh für meinen Geschmack. Los. Oh ne, die Scheiß war's schon wieder. Du warst ein bisschen Abkühlung, war? Ah ne, stimmt, geht ja gar nicht. Da geht's ja doch. Na, okay. Unbesiegbarkeitsmodus. Okay, wie lange hält das Schild wohl noch? Moment. Nee. Das Schild ist zu kostbar. Ah, scheiß drauf, komm. Oh, du ey. Ja, was machst du jetzt? Was macht die Musik gerade? Ja, super, ich sehe nichts mehr. Ja, super. Ah, doch, klappt trotzdem, geil. Moment. Ja, super, wer lädt schon? Oh je, oh je. Ganon. Was mache ich nur mit dir, wa? Wir sind eigenen Cheat. Wir sind einen Move auf nicht kontern kann. Na, kennst du das Masterschwert noch? Verheerung Ganon, so ein Quatsch, ey. Also vor allem interessant finde, wenn wir beim anderen Thema sind. Okay. Wo Zelda erwähnt hat, von wegen, tut mir leid, Link, kann ich mir länger aufhalten, von wegen Dinku. Mhm. Das ist auch so eine Sache. Dink! Uff. Okay, weil der Schild weg war. Nö, einen habe ich noch. Kannst du mal sterben, Alter? Mifa können ein bisschen Hilfe gebrauchen. Also eigentlich nicht wirklich, aber... Nee, komm. Muss so sein. Ray, krieg dich mal. Mein Körper zerfällt. Ja, man ganz kurz erwähnen darf, wir kennen die Szene ja schon, da kommt sowieso nichts Spannendes mehr. Er zerfließt in seine Einzelteile, in seine eigene Bosheit, whatever. Bosheit. Ja, ist das Unhals. Nee, was ich eigentlich sagen wollte. Zelda sagt so wegen, Link, tut mir leid, kann ich länger aufhalten. Ganon bricht aus dem Kokon. Und den Kokon hat er selbst gesponnen oder gemacht, damit er sich eine, ja, als seinen Körper regenerieren kann. Das ist zwar eine abartige Mischung, wie man so aussieht, aber trotzdem. Aber inwiefern hat sie ihn dann gehalten, weil er konnte den Körper trotzdem regenerieren. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen gestoppt hat und so, aber ja. Und dass er freiwillig rauskam aus dem Kokon jetzt, wo es eigentlich noch zu früh war, für ihn zu regenerieren, weil noch nicht ganz abgeschlossen war. Also ich weiß ja nicht. So, Spiel vorbei. Die Bosheit ist weg.
Ne, die sind noch da. Das war der Princess-Licht. Ja, stimmt doch, es ist genau das gleiche Licht wie damals. Bei Twilight Prince mit dem Lichtbogen. Und da ist Epona. ガノはるか古代に生まれ幾度滅ぼされようとも復活を繰り返す憎悪と怨念の権威復活を諦めない能年から暴走した姿世に放てば100年前を超える悲劇となるでしょう Dämonenbestie Ganon, wie wir sie kennen und hassen. それは魔を打ち払う光の弓矢あなたに託します今あなたがどれだけの力と記憶を取り戻せているか私には分かりませんでも私はあなたをあなたの勇気を信じています Das mit Kraft und Erinnerung klang aber, also in zwei DLC abgeschlossen, noch ein bisschen anders. Lichtbogen, auch mal 3, cool. Nee, Quatsch, ist ja anderer Bogen. So, wir von den anderen Bögen aber weg sind. Was Mifas Kraft nutzen? Nee, komm. Wo haben wir's? Maxi Dampfobst ist natürlich vollkommen übertrieben. So eine Power drauf bringt eigentlich auch nichts mehr. Die Abwehr stärken? Nee. Dinge hier bringen auch zu wenig. Was habe ich noch Schönes? Paella. Ja, da können wir eigentlich nehmen. Das war aber 10 Stück, ey. Lecker, gefielte Fisch. So. Hi, Ganon. Das ist nicht ein fucking Ernst, oder? ガノンは全身を怨念で覆っていますこの Ja, kann man vorstellen. どんな攻撃も受け付けないでしょう Wisst ihr eigentlich, wenn man so überlegt, 力を借りずわずかですが光っているところを射抜いてください sind wir überhaupt, wenn man mal ganz kurz fragen darf. Ah, mitten auf der Insel von Hyrule, okay. Dankeschön. Wenn sich mal so überlegt, eigentlich total krasse Szene, aber gar nicht einfach zum einen viel zu lang. Kann man doch nicht mehr. Hä? Treffen nicht mehr oder was? 急いでください Das war doch schon letztes Mal ein bisschen seltsam. Das teilweise gar nicht so triefig sein sollte. ガノンの力が弱まってきています Wenn natürlich nicht so ein Pferd da rumhängt. Ja, gut. Ich muss kurz warten, bis Ganon sich wieder vom Acker macht. Epona, schnell, dankeschön. Eigentlich sind Pferde ja hier die gefährlichsten Gegner, weil sie nicht unsterblich. Mann, oh Mann. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, das ist einfach auch ein bisschen schade für den Endboss-Fighter, was eigentlich sieht auch total episch aus und so, aber er kann einfach nichts, er macht auch nichts. Epona, ich weiß, aber irgendwie. Das Zielen hier ist echt ein bisschen seltsam. Oh! Okay, Entschuldigung, Epona. Weißt du was, du machst zu Fuß aus. られません So. Epona, bist du wieder mittendrin? Stand nur dabei oder wie sieht's aus? Epona ist da. Okay. Ganon windet sich vor Schmerz. Ja, aber viel macht er gar nicht. Ich meine, klar, er hätte eigentlich das Potenzial. Okay, der Weg ist auch ein bisschen schnell gerade. Ah. Hi, Ganon. Na? Oh, fuck. 光っているところを Okay, Pona, die treffen wir jetzt aber.
あと少しでガノンを。 Was ja voll jetzt Nacht wird. Ja, fehlt noch einer? Also ich weiß natürlich von einer noch, aber ich dachte, die käme sowieso erst am Schluss. 見てください。ガノンの頭上を。それがガノンの中枢です。リンク、あなたの全てを託します。リンク、ガノンを倒す。私はずっと見守ってきました。あなたの運命も苦難も戦いも。だから私信じていました。あなたが必ず厄災ガノンを打ち倒してくれると。ありがとうリンク。ハイラルの勇者、私を覚えていますか？Wie könnte man so ein bezauberndes Lächeln jemals vergessen? Film ab. Oder ja, Credits ab. The Legend of Zelda. Zelda. Er war schon Sprachfehler wie Zelda selbst. Dinke. Steht zwar Link, aber sie sagt Dinke mit D. Naja, ist ein anderes Thema. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Damit zum zweiten Mal die Hauptstory abgeschlossen. Mit ein bisschen anderen Stuff, kann man so sagen, wa? Tja, jetzt zumindest mal alles komplett hier mit dem voll erwachten Maserschwert durch das erste DLC, die Prüfung des Schwertes, halt. Mit dem zweiten DLC, was natürlich jetzt hier Blade Recken, was zwar schön cool war und so, gar kein Thema, aber uns natürlich im Endkampf gar nichts geholfen hat. Gut, von dem her natürlich das erste DLC auch nicht, weil das Maserschwert ja immer weckt, wenn man gegen Ganon seine Viecher antritt, sag ich jetzt mal. Insofern, ja, was war jetzt anders? Wir hatten natürlich jetzt, weil er das erste Mal durchgespielt hatte, natürlich noch einiges gefehlt auf der Oberwelt und deswegen ist natürlich die Frage, hat sich jetzt mein Fazit verändert? Jein. Jein deswegen, ich finde es zum einen immer noch, oder jetzt eigentlich viel mehr,
ein grandioses und gigantisches Zelda-Spiel. Was man gesehen hat, vor allem auf Open-World-Faktor und auf eigene Entscheidungen setzt, so ähnlich wie bei Majora's Mask. Da hat man ja auch die Möglichkeit gehabt, von wegen, will ich jetzt in die Richtung gehen, will ich jetzt in die Richtung gehen, bla bla bla. Und hier ist natürlich noch ein bisschen erweitert. Du hast wirklich die vollkommene Freiheit, was du machen willst. Du kannst sogar eben direkt nach dem Intro quasi, am großen Plateau kannst du sogar sagen, okay, geh direkt zu Ganon und mach ihn platt. Kann man alles machen. Man hat natürlich dann relativ wenig von der Welt gesehen, aber hey, wen kümmert das, wa? Hier geht es vor allem darum, dass man echt die Möglichkeit hat und ja, was ich halt eigentlich auch geil fand, dass man halt durch die ganzen beiden DLCs noch, die eigentlich echt viel an Inhalt gezeigt haben, dann doch das Spiel noch erweitern konnte, ohne halt, und das ist halt bei DLCs dann relativ wichtig, ohne halt das eigentliche Spielgeschehen oder die Spielmethodik, nee, ich sage jetzt mal, die Spielidee, Spielmechanik-Idee zu verändern. Denn auch die beiden DLCs waren vollkommen freiwillig. Du konntest sie machen, konntest sie sein lassen, gar kein Thema. Und eben wie auch schon erwähnt, es hatte auch keine großen Auswirkungen auf den finalen Endbosskampf. Es war einfach nur, ja, lineare Schwerprüfung mit der halt ein voll erwachtes Maßschwert hast, damit es noch, sage ich jetzt mal, einfacher ist, noch epischer ist. So wie auch am Ende von The Wind Waker und halt die ganze erwachte Maßschwert hat oder auch bei Twilight Princess, obwohl da vielleicht in Anführungszeichen, bei Skyward Sword vor allem auch. Ja, und Epona Sivo ist natürlich sowieso ein episches Teil. Der 5. Titan quasi. Ja, dass natürlich ein Pferd ist mit Link als Reiter. Okay, gut, das gibt Sinn. Dass man es allerdings so gemacht hat, das ist dann doch cool. Ich finde es geil. War einfach geil gewesen. Ja, jetzt zum Schluss kann man eigentlich echt sagen, auch nicht mehr Wiedersehen, Schweinebacke. So wie es ja Darugi auch schon am Ende seines Teils der Ballade der Recken DLCs genannt hat, dass er das quasi so ausrichten soll. Deswegen heißt der Titel, das Part ja auch so. Die Frage ist dementsprechend, Legend of Zelda Breath of the Wild spielt, wie wir wissen, 10.000 Jahre. Ja, jetzt ist die Frage, 10.000 Jahre nach, wonach? Nach welchem Zelda-Teil? Keine Ahnung, welcher Timeline? Keine Ahnung, man kann es bis heute noch nicht genau sagen. Natürlich gibt es Hinweise und Tendenzen. Ich behaupte immer noch, es spielt in der Twilight Princess-Ära. Also in der Ära, Quatsch, in der Timeline halt einfach. In der Kind-Timeline behaupte ich persönlich jetzt einfach. Aber es ist ein anderes Thema. Und ja, 10.000 Jahre, beziehungsweise natürlich jetzt, hier spielen wir ja 10.000 plus 100 Jahre, nachdem Ganon das letzte Mal aufgetaucht ist, also über 10.000 Jahre lang hatte man Ruhe vor Ganon. Damals hatten die Shiga sich gedacht, nö, kein Bock mehr auf Ganon, wir bauen die Wächter, Titanen und so, machen ihn platt. Und damals gab es ja auch schon die Korone, gut, die gab es eigentlich schon immer, Zoras, Rival sollte ich sagen, die Ornis plus die Gerudos. Und halt die Crocs, wa? Crocs, Deku-Baum, vielleicht der Deku-Baum, der Spross des ursprünglichen Deku-Baums, man weiß es nicht, vielleicht ist ja auch eine viele Timeline oder so, oder hat gar keinen Einfluss darauf. Ja, die Frage ist halt eher, wegen auch nicht mehr Wiedersehen, Schweinebacke, geht's irgendwann noch weiter? Man weiß, dass die Entwickler bereits im nächsten Zelda-Teil hocken. Es wird auch nichts mehr für den 3DS sein, das ist auch schon bekannt, weil 3DS hat soweit ausgedient. Man will sich auch nicht mehr auf den Nachfolger von 3DS momentan fixieren, sondern eher halt auf die Switch konzentrieren. Das ist eben auch anhand der Pokémon-Spiele, der kommen halt in den nächsten 2-3 Jahren. Und ja, nächstes Zelda deswegen ja auch für die Switch. Was soweit, glaube ich, auch schon bestätigt wurde, für die Switch sein wird. Und da halt die Frage, Nachfolger von Breath of the Wild oder wird es die Story von vor 10.000 Jahren klären? Ähnlich wie Ocarina of Time und The Wind Waker. Hatten wir eigentlich auch so. Im Intro von The Wind Waker wurde erklärt, was in Ocarina of Time ungefähr passiert ist, beziehungsweise was dazwischen passiert ist auch. Könnte es jetzt mal sein. Oder was ein komplett anderes Zelda-Spiel und eventuell, ja, Ganon gar nichts mehr? Ganon endgültig tot oder wie oder was oder so? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich behaupte immer noch, man hat am Schluss gesehen, dass Zelda im Besitz des Triforce war. Ich glaube auch, dass Triforce eigentlich echt die heilige Kraft ist, in der immer alle sprechen. Und dass die aus irgendeinem Grund immer komplett halt, also wirklich alle 3 Fragmente des Triforce, jetzt im Besitz der Königsfamilie von Hyrule sind und vermutlich auch von Generation zu Generation übergeben wird. Kein Schimmer, kann es mir anders erklären. Vielleicht hat das auch gar nichts mit Triforce zu tun, aber ich behaupte immer noch, es war das Triforce und deswegen
ähnlich wie beim Todbringer, beziehungsweise beim Verbannten damals, dass man halt die Masse Triforce genutzt hat, um jenen zu vernichten. In diesem Fall Ganon. Heißt Ganon tot, aber mit dem Triforce. Man hätte vielleicht den Fluch brechen können, aber wissen die heutigen überhaupt vom Fluch vom Todbringer von damals? Ich glaube ja weniger, deswegen würde es mich nicht wundern, wenn Ganon, beziehungsweise dann Ganondorf in dem Falle, wiedergeboren wird. Und wir wissen ja auch nicht, wie lange jetzt, also mein Link Zelda haben jetzt relativ lange ausgeharrt, beziehungsweise geschlafen. Und hat das auch Auswirkungen auf ihre Lebensspanne? Ist sie vielleicht dadurch eher verkürzt oder durch Zeldas Macht und bei Link wegen dem Schrein des Lebens und so, der halt 100 Jahre lang gepennt hat und Energie sammeln konnte, die stärken konnte, vielleicht ist dadurch ihre Lebenszeit verlängert worden. Und ja, im nächsten Teil, ich sage jetzt einfach mal Breath of the Wild 2, erfahren wir, dass, vielleicht 100 Jahre später oder so, und plötzlich ein Gerudo-Mann geboren wurde. Ganondorf. Und die ganze Scheiße noch von vorne losgeht. Wer weiß. Das soweit nur meine Ideen so zur Story. Allgemein, was wollte ich eigentlich sonst noch sagen? Was ist irgendwie besser, schlechter? Zum letzten Mal, wo ich jetzt die Story durchgespielt hatte. Schlechter eigentlich nichts. Ich bleibe dabei. Wie erwähnt, großes, geniales Zelda. Von dem her nicht mein absolutes Lieblingsspiel. Was immer noch daran liegt, es ist ein Action-Adventure. Und Action-Adventure müssen von mir aus gesehen eine epische Story haben. Die Story ist so mit den Cutscenes und so ganz geil gemacht, kein Thema, aber es ist halt nicht der Hauptfokus, das merkt man auch. Im Vergleich zum Beispiel zu Twilight Princess, Skyward Sword, The Wind Waker oder auch Ocarina of Time, es ist halt immer so ein Fünkchen, was fehlt. Und es ist einfach zu vorhersehbar, es kommt keine Überraschung und so. Und das ist für mich persönlich ein Grund, wieso Breath of the Wild zwar ein grandioses Zelda ist, aus mehreren Gründen, wieso man es auch immer wieder spielen kann, aber eben für mich persönlich halt hinter Twilight Princess und auch hinter Skyward Sword steht. Ja, ich glaube, momentan Platz 3. So. Ende. Und so finden hoffentlich auch der König und die Recken endlich einen lang verdienten Frieden. Heute はゾーラの里に向かいます。停止している真珠バールッタの状態を把握。貯水湖の水位を再確認。それからミファーのお父上が私たちから彼女のことを聞きたいと。厄災の脅威は去りましたが、なさねばならないことや決して消えない悲しい思いは残されています。けれどこの国の人々ならきっと昔よりも素晴らしいハイラルを作ることができる。だから私はその助けになりたいのです。さあ行きましょう。またその剣の声が聞こえなくなりました。私の力は100年の封印で枯れ果てたのかもしれません。
でも私もう平気です。Auch diese Abschlussszene könnte ich mir immer wieder reinziehen. Ey. Die ist so schön, so geil gemacht. Gut, vielleicht, dass man Zeldas Hintern so irgendwie hervorgehoben hat. Keine Ahnung. Da guckt man auch zu schnell darauf und so, oder wenn man sich alles ein bisschen anguckt und okay. Aber egal. Tja, Freunde, ich sage von dem her vielen, vielen Dank fürs lange Ausharren. 211 Parts lang hat das Let's Play jetzt gedauert. Aber ich meinen Teil muss und will auch sagen, es war sehr, sehr schön, aber noch mehr, das würde auch mir an die Substanz gehen, ganz ehrlich. Und es müssen auch wieder neue Spiele folgen. Ich will sowieso bald Ocarina of Time Master Quest 3D zocken. Das zwar aus anderen Gründen, wegen 7 Jahren Let's Plays und so auf diesem Kanal, doch das ist ein anderer Zeitpunkt. Natürlich nicht so schnell, weil es braucht echt erstmal ein paar Wochen lang eine kleine Zelda-Pause. Und ja, wie Zelda am Schluss noch gesagt hat, von wegen, aber egal, ich brauche sie nicht mehr. Die Kraft. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, vielleicht war es sogar ein versteckter Hinweis der Entwickler, so von wegen, du denkst, du brauchst sie nicht mehr, aber du brauchst sie ganz sicher noch. Und Zelda hat sie tatsächlich verloren und deswegen, ja, Zelda vielleicht das Link mit dem Masterschwert vielleicht gar noch im Masterschwert versiegeln muss, oder Todbringer, und dann das Masterschwert zerbricht, weil zu viel Böses drin ist und so, und Todbringer da freikommt, keine Ahnung, das sind vielleicht zu viele Gedanken oder so. Wir werden gerne machen. Trotzdem, ich hoffe natürlich auf ein neues Zelda, das zwar die geilen, epischen Aspekte, die dieses Zelda hat, auch mit sich bringt, wie eben auch Open-World-Faktor, viele Freiheiten, die man im Spiel hat, aber vor allem auch, dass das mit der geilen Story zurückkommt. Geil, wie bereits erwähnt, für mich heißt eine geile Story, dass sie halt unvorhersehbar ist. Beziehungsweise du denkst dir ein bestimmtes Ende voraus und wirst du komplett überrascht, dass es komplett anders ist. Das war bei Twilight Princess, wo man komplett überrascht wurde. Bei The Wind Waker war es zum Teil auch so, Ocarina of Time sowieso. Und hier war von Anfang an klar, okay, Ganon besiegen, Spiel ist durch. Also vom Weg dahin, ja. Also ihr versteht, was ich meine, wa? So, trotz allem genug erwähnt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Let's Play. Tschüss. Ach ja, PS an Ganon. Auf Nimmerwiedersehen, Schweinebacke!